Darf ich vorstellen, das da, das ist der Lars, den habe ich als Kind auf Weihnachten geschenkt bekommen und der braucht jetzt nicht wahnsinnig viel Aufmerksamkeit, ist relativ pflegeleicht. Ganz anders sieht es natürlich bei echten Tieren aus und vielleicht hast du ja vor, dir so ein Büsi oder einen Hund auf Weihnachten zu wünschen. Auf was da musst du schauen, das erfährst du heute in deinen SRF Kindernews. Hallo, und die Maske, die gehört mittlerweile zu unserem Leben dazu. Sie soll uns und andere Leute vor dem Coronavirus schützen, aber sind wir ehrlich, manchmal nervt sie ja schon ein bisschen, oder? Ein riesen Problem wird so eine Maske für Menschen, die nichts hören, weil die Leute, die lesen vielfach anderen Leuten von ihren Lippen ab, damit sie etwas verstehen. Und logisch, wenn du so eine Maske vor dem Maul hast, dann ist nichts mit von den Lippen ablesen. Wir stellen dir jetzt aber ein Mädchen vor, das für genau das Problem eine super Lösung gefunden hat. Das ist Anna Luna. Sie ist schwerhörig und für sie sind die normalen Gesichtsmasken in der Schule ein grosses Problem. Wenn man eine Maske hat, kann man die Lippen nicht ablesen. Und dann versteht man nicht, was die Person gegenüber sagt. Darum ist sie auf eine Idee gekommen. Warum nicht Masken herstellen, die ein Fensterchen eingebaut haben? Im Internet hat sie Schnittmuster als Vorlage gefunden. Trotzdem hat sie noch recht viel herumtüfteln und ausprobieren. Vor allem das Sichtfenster war eine ziemliche Knacknuss. Also ich musste ein Material haben, das man auch bei 60 Grad waschen kann. Also es wäre ja doof, würde man eine Maske nehmen mit einem Plastik und das würde dann schmilzen und so kaputt gehen. Nach einigem Ausprobieren hat sie gemerkt, am besten funktioniert es mit so einer dicken Plastikfolie. Etwa 30 solche Masken hat Anna Luna schon produziert. Für eine Maske ist sie etwa 2 Stunden am Schneiden und Nähen. Es ist eine recht viele Arbeit. Auch ihr Klassenlehrer hat in der Stunde eine dieser Masken an. So versteht ihn Anna Luna besser. Angst, dass die Masken nicht genug sicher sein können, hat ihr Lehrer nicht. Sie schliesst schön da oben, ist sehr sorgfältig gestaltet. Ich habe das Gefühl, rundum schliesst sie sehr genau. Also von dem her fühle ich mich sicher gleich gut geschützt mit so einer Hygienemaske, wenn nicht besser. Die Anna Luna würde sich wünschen, dass mehr Leute solche durchsichtige Masken anziehen würden. Nicht nur wegen dem Verstehen, sondern auch, um ein Zeichen zu setzen. Ich finde es schön, wenn man die anhat und zeigt man Respekt auch an die Gehörlosen oder Schwerhörigen. Oder sonst einfach alle Menschen, die aufs Lippenlesen angewiesen sind. Vielleicht wünschst du dir dieses Jahr einen Hamster, einen Hund oder eine Katze auf Weihnachten. Und so ein Haustier ist natürlich cool, aber braucht auch ganz einen Haufen Arbeit und ist eine grosse Verantwortung. Auf was musst du schauen, wenn so ein Haustier bei dir auf der Weihnachtswunschliste steht? Das siehst du jetzt. Der Ray, der Loki und der Cosmo sind 3 von insgesamt etwa 400 Tieren, die hier im Tierheim am Zürichberg wohnen. Täglich werden hier neue Haustiere abgegeben, weil die Besitzerinnen und Besitzer sich nicht mehr können oder nicht mehr darum kümmern. Damit dir, oder besser gesagt deinem Haustier, das nicht passiert, solltest du dir bewusst sein, was so ein Tier alles braucht. Das fängt an bei der Beschäftigung, die das Tier braucht. Das heißt, wie viel Zeit muss ich für das Tier investieren in jeden Tag? Was braucht das Tier für ein Umfeld? Das heißt, ein Hund braucht ein Körbchen und ein Gestelltli und ein Bettli. Aber wenn man jetzt eine Schlange hat oder Farbmäuse, dann braucht man ein Terrarium. Besprich also unbedingt mit deinen Eltern, wer überhaupt Zeit hat, um mit dem Hund zu laufen oder zum das Käfig von den Mäusen auszumisten. Und klär auch ab, ob ihr genug Geld habt, um all diese Sachen für einen Hund oder zum Beispiel eine Schlange zu kaufen. Kleine Tiere wie Hamster und Mäuse brauchen zwar nicht so viel Zeit und Geld, dafür gibt es dort etwas anderes, das du nicht vergessen darfst. Es gibt Tiere, die sind tagaktiv und es gibt Tiere, die sind nachtaktiv. Und deswegen wäre es sowieso immer nur sinnvoll, tagaktive Tiere zu haben, weil mit denen kann man sich beschäftigen, während man selber auch wach ist. Und die nachtaktiven Tiere, die schlafen tagsüber und sind natürlich nachts wach. Und dann wollen sie Beschäftigung haben. Und das passt natürlich normalerweise nicht in den Rhythmus von einem Kind und seiner Schulpflicht.
Und dann ist es natürlich auch so, dass es vielleicht jetzt gerade cool findest, ein Tier zu haben, aber es vielleicht in ein paar Jahren gar nicht mehr in dein Leben passt. Darum musst du dich auch darüber informieren, wie alt ein Tier wird. Es gibt Tiere, die leben nur 2 Jahre, es gibt Tiere, die leben 20 Jahre oder länger. Und das heißt, bin ich bereit, mich 20 Jahre um das Tier zu kümmern? Tiere sind eben kein Spielzeug und die Verantwortung, die du übernehmen musst, wenn du dich um eins kümmerst, ist gross. Was ist für dich so typisch Weihnachts- und Adventszeit? Vielleicht Weihnachtskrömle, Adventskalender, Samichlaus, Grittibens, Geschenkle und natürlich auch Weihnachtslieder. «O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter?» Und das ist die grosse Frage, warum sind denn die Blätter grün vom Tannenbaum im Winter? Weil alle anderen Bäume, die sind ja im Moment ziemlich platt. Viele Laubbäume verlieren im Herbst ihre Blätter. Mit dieser Strategie haben sie dann im Winter bessere Überlebenschancen. Wenn nämlich die Temperaturen bei uns unter 0 Grad sinken, gefriert der Boden. Dann können die Wurzeln der Bäume nur noch wenig Wasser aufnehmen und die Bäume müssen sich schützen, damit sie nicht austrocknen und sterben. Die Blätter trocknen den Baum aus und schwächen ihn, denn über kleine Spaltöffnungen an den Blättern verliert er sehr viel Wasser. Deshalb ist es für ihn besser, wenn er im Winter keine Blätter trägt. Anders ist es bei den Nadelbäumen. Die meisten Nadelbaumarten in der Schweiz sind immergrün. Dem sagt man so, weil sie das ganze Jahr über grün sind, also auch im Winter ihre Nadeln behalten. Über die Nadeln der Tanne verdunstet ebenfalls Wasser. Weil sie aber viel kleiner und dünner als Blätter sind, verdunstet nicht so viel. Zudem haben die Nadeln dicke Zellwände und sind umhüllt von einer Art Wachsschicht. Das macht sie winterfester als die Blätter von Laubbäumen, weil dank diesem Schutzmantel noch weniger Wasser verdunsten kann. Außerdem bilden Tannen in ihren Nadeln eine Art Frostschutzmittel. Dadurch gefriert das Wasser in ihren Zellen nicht und die Nadeln überstehen die Kälte unbeschadet. So können Tannen ihre Nadeln auch im Winter behalten und das ganze Jahr über grün sein. Immergrün halt. Und zum Schluss von deinen SRF Kindernews stellen wir dir noch ein ganz besonderes Kind vor. Jedes Jahr kürt das Time Magazine die Person vom Jahr und zeichnet damit Leute aus, die in diesem Jahr eine wichtige Rolle gespielt haben. Dieses Jahr ist zum ersten Mal auch das Kind vom Jahr gewählt worden. Gewonnen hat da die Gitanjali Rao. Sie ist 15 und hat schon mehrere Sachen erfunden. Zum Beispiel das Gerät, das erkennt, ob Trinkwasser sauber oder giftig ist. Oder ein Programm, das verhindern soll, dass Leute im Internet gemeine Nachrichten verschicken. So gut. Und das mit gerade mal 15. Und das wäre sie, die neueste Ausgabe von deinen SRF Kindernews. Wenn du die nächste auf keinen Fall verpassen willst, dann würde es mich sehr freuen, wenn du unseren YouTube-Kanal SRF Kids abonnierst. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächstes Mal wieder.